Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema aufgreifen, was ich schon ein teilweise erklärt habe. Aber ich will das hier einen Schritt mehr weit gehen. Verschiedene Themen brauchen mehr wie ein Kusch, aber vielleicht ist es auch ganz gut, das heute noch einmal hier abzubringen. Und zwar geht es mal um das Thema Meditation. Das heißt, ja, natürlich schon über Meditation gesprochen. Ich werde auch wahrscheinlich nach ein paar Mal zu dem Thema Meditation etwas sagen, weil da so viele verschiedene Aspekte gehen. Und ich will das die Sache ein bisschen anzupacken, für eine weitere Facette zu dem Thema zu sagen. Und zwar war die letzte Rencontre, die ich mal mit irgendeinem hatte, von wegen, den will gerne wissen, wie nach seinem Leben führen soll, etc. Und ich habe gesprochen, ob er meditiert. Und die Reaktion war folgende: müssen natürlich, da kannst du auch schon ein bisschen von meinem nächsten Text. Ja, ich habe keine Zeit für zu meditieren, weil ja, dann ist meine Familie da, da kann ich schon mal meditieren, wenn die nicht gerade da sind. Ja, ich kann schon raus in der Natur gehen, ich schon darf nicht so mit der Natur, bla 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 bla. Und da habe ich mir mal den Gedanken gefasst, von wegen, was das eigentlich per se mit dem Gedanken von der Meditation abzuschütten. Also wie gesagt, nach aufgesehen von ganz anderen Aspekten von der Meditation, auf die ich später hier wieder gehen, weil ich das selber im Gang eine komplett andere Rolle kennenzulernen. Aus dem Punkt in heute geht es um Meditation um sich oder um den Aspekt von einem meditativen Zustand. Ein meditativen Zustand, den kann ihn überall erreichen. Natürlich, dafür kann ich mal kurz darüber ab, was es mit dem Wort auf sich hat. An dem Wort Meditation als Medi mit dran. Also an Sänger mitzusehen, während den etwas möchte. Und dafür muss ihn sich nicht ins Hochschied setzen und wie hier so schön besser meditieren, als sich hinsetzen und nichts tun. Und das ist ein bisschen der Punkt in der Geschichte. Das heißt, das sind ganz viele Leute, die sich die Decision holen, für sich so hinzusitzen und dann wirklich konzentriert zu meditieren. Und das heißt, was geschieht, ist, dass sie sich von allem genau aus der Mitte rausholen lassen. Andere Leute, die stellen fest, dass sie vielleicht schon ganz oft an ihrem Leben, ohne dass sie irgendwo bewusst an die Richtung gezogen haben, meditativ Zustände erreicht haben. Von den Aspekten, den wahrscheinlich den anderen kennt, die gerne Auto fährt, die kennt das, kommt den an den Auto, möchte vielleicht eine Musik hören, fährt den, und weiß ich gar nicht, wie von einem Punkt auf den anderen kommen muss. Und das ist von sich, weil in dem Moment vollkommen an dem Fuhren Ansänger mit us und du dich eigentlich gar nicht mehr mitkriegst, was rundherum lässt. Das heißt, als inner Bewusstsein kriegt er schon mit, also mehr reagiere schon auf die Sachen. Das ist nicht so, dass ihr seht, dass das so absolut gefährlich ist, zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass in den meditativen Zustand über den Straße vielleicht wesentlich mehr eine Reaktionsfähigkeit hat, weil er die Gefahrenmomente also zack heraushält, wie den sich auf alle Sachen konzentriert, dadurch alle Moment ein Gefahrenmoment aufwärts oder erwartet und dadurch gar nicht mitkriegt, wo Gefahr wirklich kennt. Während den meditativen Zustand hat, in dem sein Bewusstsein fällt, als viel mehr nur alle Seiten ab und dadurch kriegt er viel mehr die Nuance mit, eigentlich unbewusst mit, weil er sein Innerbewusstsein also an Spiel hält, für den Moment die Aspekte mitzukriegen. Also ein meditativen Zustand kann überall erreicht gehen. Und ich will das genau für die Leute absetzen, die ein bisschen an die Richtung geraten sind, an die Info zu viel aufkriegt und die ganz viel auf den Dingen an, also heute ja New Age Esoterik gibt. Der berühmte Punkt wird zu sagen, ja, eine Meditation, also ich dann eine Meditation, wenn du 2 Stunden durchmeditiert hast, war möglich nur der und der Technik, die komischerweise 90% von der Zeit indisch ist. Also wir haben eine ziemliche Tendenz, indisch Aufschluss zu holen, buddhistisch an indisch Aufschluss zu holen, an eigentlich erstens mal als Gegenden Hai, genauso gut wie Anna, fernöstliche Richtungen, ziemlich weit aus der Face zu lassen. Vielleicht noch so ein bisschen japanisch von so einer Richtung vor Reiki geht, aber das sind wir einfach schon durch. Das wird noch Themen sehen, die schon mal der Zeit kommen, mit das wird ein ganz anderer Grund. Wenn irgendwie probiert es zu erklären,
dass meditativen Zustand qualitativ nicht so hoch als wie den 2 Stunden lang meditiert, da sieht er bewusst, dass das, was den erzählt, absolute Nonsens ist. Weil wenn der fertig springt an einem allgemeinen Alltag, Sachen zu machen, wo der vollkommen an ihrer Mitte sieht, an einem meditativen Zustand sieht, dann hat der Dommerten eine Qualität erreicht, weil die ihren Alltag so mal qualitativ verbessert, während die anderen mussten sich echt mal aufkapseln, für dann meditieren zu können. Ich kann mich erinnern, für Jahren, wo ich noch gar nicht so sicher an den Sachen war und dann immer so ein bisschen meinen Mund gehalten habe ich in ganz kurzer Zeit 2 Leute matt gemäht. Den einen, der war 3 Jahre an einem Ashram, den er hier herumkam, und der war nicht fähig, alles das, was man an dem Ashram gelehrt hat, irgendwo umzusetzen. Heißt viel zu viel Komödie, ich gehe die ganze Zeit gesteuert, ich kann nicht meditieren. An den anderen, die war 3 Monate bei einem Dingen, bei einem indianischen Volk, und nichts von dem, was er da gelehrt hat, konnte man umsetzen. Dann sind erstens so Lehren absolut, haben sie keine Konsistenz, an die Meditationstechniken, die du gelehrt gesehen, sind insofern nicht konsistent. Von der ob so einen Platz wird gehen, der zieht halt jetzt zurück und sagt, wow, ich will wirklich einfach mal eine Woche lang mich vollkommen darüber konzentrieren, für wirklich mal bei mir anzukommen, für mal zu gucken, was da ist, dann ist das vollkommen okay. Aber wenn ich da die Sache bewusst wird, dass er so, ja, wo ich aber zurück sind an unserem Alter, da kann ich nicht meditieren. Und lo merke ich recht viel mehr schmerzhaft sozusagen, was ich auf der anderen Platz konnte, aber das nicht kann. Da lebt etwas an der Idee falsch. Das klipp erklärt, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine Basis, der sich muss bewusst sein. Ich sehe nie irgendwo hingegangen für so Sachen zu lehren. Mir ist schon gelehrt, mit den Sachen rundherum zu meditieren. Und der ganze Kopf von den Leuten, alles schön und gut, dass ihr seht, den in den anderen, den ist wahrscheinlich mal, sich mal zurückgezogen und als zum Eremit gehen. Das ist der Punkt. Mir wirklich Meistern, denen ist das wirklich egal, was rundherum ist. Die gucken, heu zu lehren. Und der Vorteil, wenn ein heu lehrt zu meditieren, wo viel mehr Komödie ist, dauert vielleicht mehr lang, mit der schafft er ein ganz anderes Wurzelwerk, von welchem das er viel mehr verankert, wie wenn er so, ich kann meine Meditation nehmen an denen Besoin, wenn die erfüllt sind, dann ist es keine Meditation. Dann geht er aus erst raus für Besoin zu sichern, die da erfüllen können, eher der kann so, lo kann ich meditieren. Und insofern sind wir dann nicht an einem meditativen Zustand. Für mich gibt es auch einen Witz, den ich extrem flott fand. Und zwar gibt es den Witz von einem Monastär, wo ein Mönch einem anderen Mönch begegnet, an den Mönch, den man sieht, wie 7D schreien, an den haben das gerade gut gelangt. Und da sieht den Mönch zu dem anderen, was das dann der geschieht, du musst so ein granzig gesieht. Ja, seht dann, ich schon als ein Abt gefragt, ob ich während Spielen, ob ich da filmen darf. Und hat man nicht gesagt. Ah, sagt er dann, ja, ich hatte so ein ähnliches vor. Ich habe mich das dort noch gefragt. Der hat nicht erlaubt. Ah, sagt er den anderen Mensch. Ich habe den Abt gefragt, ob ich auch kapierte, während ich filmen. Und du hat er ja gesagt. Das heißt, der Punkt in der Geschichte ist, wenn für erst Meditation nicht mehr etwas ist, was ihr machen könnt, wenn da so mal auf es alles aufgeschlossen hat, wenn der mit dem Hund spazieren fährt, Wäsche angemäht hat, die Gluten ausgemäht hat und das oder so und lohnt nicht mal 5 Minuten für zu meditieren, dann ist das alles schön und gut. Mehr um sich zu üben, den meditativen Zustand zu erreichen, während er mit dem Hund rausgeht, während er Wäsche anmacht. Das ist die Lichtnuance, die vielleicht den wirklichen meditativen Zustand ausmacht. Der könnt lernen, immer an ihrer Mitte zu sein. Und nicht für dich eine Situation zu erschaffen, von der so lo kann ich an meiner Mitte sein. Weil du mit dann schränkt der Regisseur selber an. Also ein bisschen den Unterschied zwischen einem meditativen Zustand, den in einem Moment kann anwenden. Meditation als ein Zustand, das ist nicht eine Aktion sozusagen.
oder dass hier geht also okay, ich brauche das und da kann ich recht. Dann mache ich von Äußerlichkeiten von ihrem Bausen mache ich aufhängig. Das heißt nicht, dass das nicht 13 von Zeit zu Zeit macht. Aber wie gesagt, das ist einfach der Punkt von wegen, sich davon vielleicht nicht aufhängig machen sollten. Ich hoffe, dass du dem einen den anderen mal etwas Kleines mal auf den Weg, vielleicht probiert den nächsten Jahr, ich weiß nicht, wann ein Spul erraumt oder wann ein Wäsche abhängt, dann mal komplett an einen meditativen Zustand zu machen und sich davon zu lesen, dass das muss 9 Uhr abends sehen, wenn die Kamera am Bett liegt, so an der Richtung. Es gibt am Taoismus ein schönes Sprachwort. Wenn der Tee drängt, dann trinkt niemand Tee. Vielleicht ist das der nächste Versuch, den der startet. Musst du noch keinen Tee sehen, kein Kaffee sehen, kein Wasser sehen. Mir einfach mal darüber zu urstellen. In dem Moment, wo du etwas macht, zu probieren, an der mit zu sehen. An der Stelle fest da sehen, wie überall und immer meditieren kann. An dem Sinn wie immer, vielmals merci für das Nullaustern. Schöne Morgen, schöne Mittag und eine gute Nacht.